So, herzlich willkommen zu Arma 3 Breaking Point. Im Mod also für Arma 3. Heute mal ohne Maxi, der ist leider krank, aber ich wollte einfach meine freie Zeit nutzen, dass ich euch einmal die Mod ein bisschen zeige und dass wir da mal kurz reinschauen. Also wie ihr seht, schaut die optisch schon mal viel cooler aus und für Breaking Point ist jetzt da die Map Cerberus ja, fertig geworden oder zur Verfügung und die altbekannte Map, auf die der Maxi und ich immer spielen, gibt es also jetzt auch und haben wir gedacht, die schauen wir rein. Ich bin jetzt gerade irgendwo mitten in Tscherno, hinter der Kirche und ich habe auch schon ein Enfield gefunden und eine Glock 17. Also mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe das Soda. Ich bin mit dem Arma 3 Inventar noch nicht ganz so vertraut. Also ein Hatchet habe ich auch. Irgendwelche Small Caliber. Also ein Haufen Zeug halt einfach. Ich habe alles mitgenommen, was ich gefunden habe. Ein Hammer, wer braucht einen Hammer? Braucht man nicht. Combat Knife. Ein Barrel für die CC, na gut. Die braucht man wahrscheinlich nicht. Ja, und dann eben ein Haufen Schuhe und so Blueprints, da steht einfach. Oh shit. Oh Gott, oh fuck. Also, für mich hat das eindeutig so ausgeschaut, als hätte ich ihn getroffen, aber wohl anscheinend nicht. Na gut, aber vielleicht ist es sehr besser. Wir fangen gleich einmal von vorne an. Und ich zeige euch ein bisschen, wie das Loot da ausschaut in der Mod. Also, bis gleich. Also, ganz wichtig ist, in der Mod, da gibt es verschiedenste Fraktionen, die man spielen kann. Also ein Ranger, Nomad, Survivalist, Hunter, also auf der rechten Seite die Bösen sozusagen, die Hunter, die Outlaws und die, ja, keine Ahnung, Zombies. Und Independent. Also wenn man zum Beispiel auf den Ranger geht, man kriegt da anscheinend immer so Levelpunkte. Man wird eben besser oder steigt im Level auf, indem man anderen Rangern, Nomaden oder Survivalists hilft und Outlaws und Hunters, also die Bösen, praktisch da tötet. Man darf natürlich nicht andere Hunter, plötzlich andere Ranger töten oder andere Survivalists. Und ja, nachdem ich mich da noch überhaupt nicht auskenne mit dem Ganzen, gehe ich lieber mal zu den Independents, denn da gibt es keine Levels. Man kann im Prinzip machen, was man will. Man wird natürlich auch dann von jedem sozusagen abgeschossen. Ist mir jetzt erst einmal lieber für einen Anfang, weil, ja, wer weiß, was passiert. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt spawnen. Factory, okay. Es schaut echt schön aus. Also das ist natürlich der Vorteil von Arma. Ah, ich bin wieder in Tscherno. Oder? Ja, sicher. Was ist da vorne? Da vorne ist die Kirche, da ist der Färbehäusl. Boah, ich bin direkt wieder da gespawnt, im Prinzip, wo ich gestorben bin. Da unten rennt schon einer. Das ist vielleicht sogar der Typ, den wir gesehen haben. Da unten am Dock. Ui, und da wird schon fleißig ballert. Oh shit. Oh shit, wird jetzt der Maxi sagen. Genau. Man muss über Breaking Point sogar eigens den Sprungknopf, das ist so ein Custom-Knopf, belegen und so weiter. Also man muss sich da ein bisschen einlesen. Vor allem, also das ist alles nicht ganz so einfach. Loot, so wie es ausschaut, spawnt fast ausschließlich nur in solche komischen Behälter. Also es liegen überall so Säcke um und um oder sonst irgendwas. Ja, von mir aus nehmen wir das Combat Knife mit. Ich glaube jetzt nicht, dass ich da besonders viele tolle Sachen finden werde, weil einfach natürlich da überall schon Leute um und um rennen. Der Server ist voll bis zum Anschlag. Ein Kompass, eine Uhr, haben wir schon. Makarov-Magazin ist sehr gut. Und ein Makarov. Na, können wir sie immerhin schon ein bisschen verteidigen.
möchte mich da auch nicht zu lang aufhalten, jetzt im Supermarkt, weil das natürlich eine typische Anlaufstation für alle. Aber man muss natürlich alles mitnehmen, was man finden kann. Oh shit, da geht schon wieder zu. Fuck. Na gut, ich muss jetzt das sowieso mal wieder... Vielleicht liegt sogar meine Leichen nur da. Das war ja fast... Ich glaube nicht, dass der nur da ist, der mich angeschossen hat. Ich glaube eher, dass das der Typ war, der dann da beim Hafen und umgerannt ist. Ja, die brauche ich doch gar nicht. Aha. Ja, irgendwie ist mir auch aufgefallen, dass das Kontextmenü nicht immer erscheint. Also ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Wir rennen jetzt einfach mal ein bisschen gebückt durch die Gegend. Ah, schau, da gibt es auch Zeug. Cool. Den nehmen wir gleich mal und schauen wir mal. Okay, ich habe gerade sowieso einen Fehler, weil normalerweise ist das ganze Kontextmenü grün. Und ja, ist jetzt nicht. Aber ich glaube, ich habe Schuss. Ah, holy shit! Ich bin nur komplett fix und fertig. Das geht nicht mehr so schnell bei dem Spiel, dass man stirbt. Unglaublich. Aber wie gesagt, der Server ist komplett voll. Und ich bin nur ein bisschen hektisch. Aber ja, es macht einfach die Atmosphäre, die ganze Musik. Also haben sie echt gut hingekriegt und bisher war echt jede Runde, die ich gespielt habe, extrem Action geladen. So. Ui. Geht schon weiter. Mist, jetzt habe ich nicht geschaut. Oh shit, da vorne rennt schon einer. Oh Mann. Alles fängt ja schon mal gut an. Der hat natürlich jetzt auch keine Lust, dass er mich am Leben lässt wahrscheinlich. Einfach nur, weil ich nichts habe. Müssen wir einfach jetzt kurz ein bisschen warten. Okay, Map haben wir auch noch keine, ist ja klar. Der ist jetzt da, glaube ich, in dem Holzhaus drinnen und wird jeden Moment wahrscheinlich wieder rauskommen. Oder zum Schießen anfangen. Ja, zu Arma 3 ist zum Sagen, dass natürlich die Framerate viel besser ist und dass man das wirklich auch ruckelfrei spielen kann, im Gegensatz zu Standalone. Und ja, es gibt ja auch diese ganzen Stances, die man machen kann, keine Ahnung. Ups. Hallo? Das ist natürlich jetzt ein blödes Beispiel. Die gehen natürlich nur, wenn man Waffen hat. Ich bin jetzt momentan nur unbewaffnet. Und bin auch ziemlich blöd, gerade dass ich da hier rein zu dem Typen. Oh, da ist er. Ja, der hat jetzt gerade nachgeladen. Der rüstet sich natürlich auch gerade aus. Und also ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr reinschauen, weil da gibt es sicher nichts mehr, wenn der da schon drin war jetzt. Ah! Friendly! Okay. Das funktioniert also auch nicht. Freundlich sind die Leute auf keinen Fall. Aber macht nichts, probieren wir es nochmal. So, jetzt haben wir in Kamenka gespawnt, keine Ahnung. Ob das jetzt, ich würde sagen, es ist eh gut für uns. Das ist wahrscheinlich mal eher weniger los. Wobei ich höre da schon wieder Sachen. What the fuck? Okay, das ist natürlich blöd. Gut, ich sehe es am Symbol. Aber das Kontextmenü ist schwarz, das ist normalerweise grün. Das ist irgendein Fehler. Aber macht ja nichts. Also, nur ein Punkt in dem Spiel sind natürlich Zombies.
wie sie das für so ein DayZ-Mod natürlich gehört. Da vorhin ist zum Beispiel schon einer. Also es gibt definitiv mehr Zombies als jetzt in der Standalone zum Beispiel. Und die sind aber auch ziemlich happig. Also die bewegen sich voll scheiße und so weiter, aber man muss schon wirklich aufpassen, weil ja, man kann es zwar mit einer Axt leicht fertig machen, aber so einfach ist es dann auch wieder nicht, weil Moment. So einfach ist es auch wieder nicht, weil nämlich diese Nahkampfattacken nicht wirklich gut funktionieren in der Mod. Also man haut da ja immer daneben, kommt man vor, obwohl man sich schon ziemlich bemüht, aber trotzdem, es kann sein, dass man dann da steht und viermal zuhaut und auch der Zombie haut viermal zu und dann ist man eben tot. Also es geht relativ schnell. Und was auch arg ist, dass die sich sehr ähnlich bewegen, auch von den Schritten her wie die Menschen, also wie Spieler. Und das ist auch schon oft ziemlich krass gewesen. Also man sitzt da irgendwo in einem... Wow, was war denn das jetzt? Ah, der Bug geht immer noch, sehr cool. Also man sitzt da halt einfach irgendwo herum und dann rennen draußen Zombies um und um. Ich hab vergessen, dass das so langsam geht da. Also einmal 3 Leitern runterkrallen, das ist echt ein Scheiß. Das dauert ewig. Aber gut. Es ist zumindest jetzt da, haben wir den Zombie abgehängt. Na, man muss halt echt aufpassen, auch mit den Zombies. Es ist fast immer für mich bisher besser gewesen, ich knall die Zombies ab mit irgendeiner Pistole oder so. Man verratet sich zwar ziemlich schnell bei den anderen Spielern, wo man ist, aber es war für mich bisher, holy shit, da ist ja viel Zeug. Und ich höre schon wieder was. Und man weiß echt nicht, ist das jetzt ein Spieler oder... What the fuck? Hat da gerade was eingeschlagen? Ah, das ist ja cool. Habe ich da jetzt überhaupt Schuss? Weiß man das? Ich weiß es nicht. Ist da ist 2 Schuss? Da ist schon wieder 0. Na super. Aber immerhin habe ich für die Remington 2 Schuss. Das ist ja schon mal cool. Okay, da kann man nicht rein. Ja, es ist natürlich, was schlecht ist an dem Ganzen, ist natürlich, dass man nicht wie in der Standalone überall rein kann. Also es ist eher wie in Arma 2, also es ist ziemlich genau wie in Arma 2. Es gibt nur bestimmte begehbare Gebäude, die muss man halt kennen, sonst tut man sich schwer. Aber da ist sowieso das so, dass man gleich sieht, ob irgendein Loot da liegt oder nicht, weil eben das Loot immer nur in so Häufchen oder Kartons vorkommt. Und von dem her ist das ganz okay. Es ist auch immer gleich mehr Loot auf einem Fleck, also habt ihr gesehen, ist gleich mal Waffen dabei und so weiter. Und man ist eigentlich relativ schnell wieder ausgerüstet. Also ich habe jetzt zumindest schon mal was, mit dem ich schießen kann. Es geht sehr schnell. Und da in dem Gebäude gibt es natürlich auch immer was. Da ist wer gestorben, oder? Small Bandage. Nehmen wir mit. Wieso geht das nicht? Hallo? Wieso darf ich das nicht mitnehmen? Kann ich gerade gar nichts looten? Und das geht. Hallo? Und der Headset. Cool. Und was ist da drin? Small Bandages.
Schon wieder was gehört. Es ist nämlich wirklich so, dass man die Schritte von anderen Spielern ziemlich laut hört. Und natürlich auch die von Zombies. Oh, was war das? Das war ein Spieler. Fuck. Wow, okay. Den hat's gescheit da nicht draht. Bist du deppert. Puh. Den hat's jetzt wahrscheinlich so gerissen wie mich vorher. Naja, hat sich ja schon mal ausgezahlt. Wir haben schon mal einen Kill. Boah, die Musik. Leck mich im Arsch. Das war, glaube ich, aber auch Fresh Spawn, weil der hat überhaupt nichts mit. Was ist denn das? Ah, das ist ja mein Zeug. Oder? Ja. You need to loot the remains. Ah ja, genau, das ist auch wieder so ein Punkt. Man muss, damit man Leiche looten kann, zuerst auf Loot Remains klicken. Und dann den Haufen, da kann man dann looten. Was ein bisschen komisch ist, aber gut. Wir haben da zumindest eine Water Bottle. Remington-Schuss. Ja. Ein Kompass. Da rennt schon wieder wer. Das ist wahrscheinlich derselbe Typ. Ah, Hilfe! Boah. Holy shit. Okay. Den werde ich, glaube ich, jetzt nicht looten. Ich werde mir, glaube ich, da jetzt zum ersten Staub machen. Weil es ist eindeutig einer von den Spawnpunkten da. Da geht es ziemlich zur Sache. Also verpiss ich mich da jetzt mal ganz schnell. Ja, bis gleich. So. Weiter im Norden beruhigt sich das hoffentlich ein bisschen. Ich bin jetzt von Kamenka ein bisschen in den Norden rein, das ist nicht weit weg. Und jetzt ist da so ein Tierstand. Jetzt schauen wir mal, ob wie beim alten DayZ in diese Tierstands was spawnt. Was ist denn das? Achso. Ich hab schon gedacht, da ist eine Leiche, oder weiß das nur so. Ah, die Musik ist schon ziemlich gruselig. So, also ich glaube, da liegt jetzt akut nichts, oder? Na. Aber wie gesagt, jetzt ist schon ein bisschen ruhiger da oben. Kompass kann man da in Arma 3 natürlich auch super. Einfach auf K drucken. Wie war denn das beim alten? Ich glaube, da war das eher so. Kann sein. Oder nur im Fahrzeug, ich weiß gar nicht mehr. Eine Map habe ich keine, aber ich meine, es ist Gennarus, also ich werde schon irgendwo hinkommen. Wenn ich da jetzt Richtung Norden renne, müsste irgendwann einmal Celeno kommen. Und auf Celeno bin ich auch schon ziemlich gespannt, ob es da nur Militärbasen gibt oder nicht. Ja, und ich denke mal, wir sehen uns dann wieder, wenn ich dort bin. Bis gleich. Ich habe einen Hund gefunden, der steht da so rum. Ich weiß nicht, ob mir der was tut. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Hallo? Hallo? Okay. Der hat da anscheinend keine Lust, sich mit mir zu unterhalten. Man kann... Ich höre immer Geräusche. Man kann, glaube ich, Hunde auch zähmen irgendwie in dem Spiel oder so, aber... Den interessiert das gerade überhaupt nicht. Kommt mir vor. Das scheint irgendwie ein Bug zu sein. Na gut, dann bis gleich in Celeno.